Am September war ein Kipp vom Ulch-Kanal, den Encore von der Rokal Filmen, an Hut ein paar Stämme gesammelt. Über diesen Abend und nach vieles mehr haben wir mit dem Direktor Oliver Todt geschwatzt. Der 24. September hat Rokal ihren 20. Geburtstag gefeiert. Beim Encore gouf am grossen Stil die Lützeburger Musikszene gefeiert. Am mehr war natürlich auch dabei. Für dem Konzert haben wir den Leuten aus dem Publikum ein paar Fragen gestellt. Als erstes haben wir sie gefragt, wie oft sie an der Rokal wären. Also ich gebe mengen, dass ich aber wenigstens 2 bis 3 Mal Jahre packe, für hierhin zu kommen. Ich meine, es sind noch nicht oft genug, weil es viele Sachen, die mal an den Schnurz gehen. Aber 2 bis 3 Mal sind es Sicherheit. Also 2-3 Mal am Jahr schon von Flott Bands kommen. 1-2 Mal pro Jahr. Nicht so oft, alle 2 Mal pro Jahr. Ich komme nicht so oft, ich war noch recht für einen engen Monat meine erste Kehr hier. Aber es war geil und ich bin wirklich flott fand. Darauf sind wir sie gefragt, welche Erwartungen sie in den Abend tun. Das ist ein bisschen schwer so. Ich weiß nicht, ob es Erwartungen sind. Ich freue mich einfach, weil sie lauter Bands, die ich aber schon ein Zeitchen suivieren, Sachen, die ich natürlich gar nicht kenne. An dem Mix immer für, wie gesagt, viele Bands immer nicht zu spielen, fand ich sowieso immer immens spannend. Dafür, also ich denke, dass man nur einen richtig flotte musikalischen Abend tut. Also ich erwarte mal, dass es ganz flott geht, dass letzte Musiker, wenn man gut Musik machen und dass man Spaß macht. Ich erwarte, dass das Konzert lang geht und dass Schiedfriede berühmt war, hier auf der Rokal spielt und auch ihr Best geht spielen. Nicht mehr schöne Erinnerungen, weil ich selber heim abgespielt früher und bin gespannt, was noch geschieht. Ich hoffe, es geht geil. Ich hoffe, es sind nicht so viele Leute da. Weil auch schon die letzte, wo ich hier war viele Leute da. Ich weiß nicht, was ich zu erwarten habe, aber ich hoffe, es geht geil, ja. Als letztes haben wir sie noch gefragt, was ihr Wünsche für die Zukunft von der Rokal sind. Also ich hatte ganz große Wünsche, aber das aber vielleicht nur an einer zweiten Phase, dass den echt größten Wunsch wäre, dass die Rokal gibt Frankophonie sie überholen. Weil ich meine, das können die viel besser. An der zweite denke ich, dass sie den Standort echt so hochhalten, dass sie weiter hier die wichtige Rolle an der wir führen an der Lützeburger Musik spielen. Weil ich meine, sie sind ein ganz wichtiger Partner auch an dem transfrontalieren Bereich, ein ganz guter Ambassadeur für die Musik auf Ersch. Eigentlich kein Richt, weil von Druck alles gut wird, das und das flott. Mehr berühmt Leute am Platz in Lützeburg. Die Klänge sollen mir aufzufallen. Also, wo ich schlecht geht, eine Stunde, da war ein bisschen angehängt. Du denkst, es wäre schon geil, wenn so mehr Reim oder keine Ahnung. So einfach mehr groß ein bisschen. Auch an der Kulisse kriegt mehr einen Abblick an die Geschichte und das Funktionament von der Rokal. Hier in Direktor stunge es Rede und Antwort. Mit dat nicht für die Echt. Rokal um Bellwall. Lang auf drauf gewacht, los du. Neben mir steht den Olivier Todt, den Direktor von der neuen Rokal. Herr Todt, könnt ihr Ihre Funktion kurz vorstellen? Mein Name ist Olivier Todt und ich bin der Generaldirektor von der Rokal. Wir haben dem Herrn Direktor natürlich die ein oder andere Frage gestellt. Zum Beispiel, wie die Rokal entstanden ist und was sie eigentlich so bewirkt. Also sie gouf opgemacht von einer rund 20 Jahren. Dafür drin als ein ganz paar Jahre darüber diskutiert gehen, noch geguckt gehen, wo ist der besten Site, wo sie kennt, hinbauen. Hier ist der Fenster herausgesagt in eng von den Möglichkeiten, halt die Soufflance. Da war eben mein nächstes Projekt, dass du sollst dran gebaut gehen. Dann hast du decidiert, ein eigenständiges Gebäude neu zu bauen, war doch du natürlich eine ganz Möglichkeit gegeben hat. Einerseits meine ich, als natürlich über Rokal möglich ging, eine ganze Reihe Großkapazitätskonzerten zu empfangen, zu veranstalten. Dadurch, dass wir an den verschiedenen Espaces gleichzeitig können schaffen, ist natürlich die Diversität immens groß. Das heißt, wir haben eine Achse und Künstler, Produktionen, Talente, Showen, Krit an einer Diversität, wie sie dafür drohen, natürlich nicht da war. Und für die Musikszene sind natürlich auch nicht nur Räumlichkeiten dabei kommen, mit der Profsaal, mit dem Lab, was als Residenzsaal ist, einem Tonstudio, aber auch einer ganzen Reihe von allen Aktivitäten. Das heißt, ich meine schon, dass ein Impact über die 20 Jahre ganz groß ist und dass auch dann 10 natürlich mal das zusammen sich über die Jahre immens weiterentwickelt hat. Auf welche Stelle wird die Rokal dann international? Ja, das müssen natürlich nur die international freuen. Aber ich meine aber schon, dass die Rokal international sich an Europa verankert wird. Wir haben heute einen festen Platz
op allen Touring-Circuiten von internationalen Artisten. Mir laie geografisch extrem gut, weil da ist oft hëlleft. Wir haben aber auch an den allerersten Jahren aus einem Land, was nicht so auf der Karte war, einen Platz gemacht, die auch wie man auf der Landkarte drauf ist. Das haben wir gemacht, aber wir gehen nicht allein. Das haben all die Veranstalter gemacht, die dezidiert haben, wollten an der Rock als veranstalten. Das heißt, kurz gesagt, meine ich, dass Rockal Lützeburg auf die Landkarte vom internationalen Touring-Geschäft gesagt wird. Und noch darum denke ich ja genauso für Jungkünstler, Emergent-Künstler, all Sorten von verschiedenen Genres bis zu den großen Produktionen, an der das eben auch der Bandbreite geschult von wirklich sagen wir mal 200 Leute Kapazität bis auf 6.000 Leute Kapazität, 6.500 Leute Kapazität. Und dann, wenn ich nachdenken will, 100 die Paar wieder beiholen, man da ist in Open Air bis auf 11.000, 12.000, da das ein Bandbreite, mit der ich ganz gut, ganz viel, vor allem auch ganz flexibel kann schaffen. Daneben haben wir probiert, einen Impact doch zu haben an, sagen wir mal, an Nischen. Wir sind von den Gründungsmembern von Live Europe, wo es wirklich darum geht, für europäisch emergente Artisten, junge Artisten durch europäisch Sell zu promovieren. Seid ihr auch der Meinung, dass Rockal eine große Bereicherung für die Lützeburger Musikszene darstellt? Absolut. Ich meine, das ist ganz wichtig und das an unserer DNA also dran, dass wir nicht nur Talente aus dem Ausland auf Lützeburg importieren, aber dass wir auch die Position, die wir geschafft haben, dass wir die en fait nutzen als Tremplin und als Amplifikateur für als Lützeburger Szene. Das sind eine ganze Reihe verschiedener Möglichkeiten. Das kann sein, dass als Lokalkünstler natürlich die ganze Infrastruktur können benutzen, von Festivals am Club bis zu Headline-Shows, Release-Shows, wie Pop-Up-Sessions, die ihn als Digital-Visitekarte kann holen, wenn in einem Festival am Ausland oder Inland will gebucht gehen, da kann ich so, guck mal, du hast eine Performance, du kannst sehen, was ich kann, an wie ich mich durchstellen kann. Da geht aber auch weiter bis zu 4 Programmen. Prominenten Beispiel mit einer Band wie Tuis, die ersten Schritt bei uns Screaming Fields Festival als Schülerband gemacht haben, von an der Zwischenzeit 3 Jahre beim Open Air mit Imagine Dragons am 4 Programm von 11.000 Leuten gespielt haben. Aber was sind eher persönliche Highlights aus der Geschichte von der Rockal? Die löscht als viel zu viel lang, so viel Zeit haben wir nicht. Ich muss sagen, dass meine Highlights wahrscheinlich ist die einfache Antwort, das werden wir all dafür machen. Ein Privileg, wir können genauso einem Publikum wie einem Artist an ein hoffentlich zufriedenes Gesicht zu gucken, weil aus dem, was wir machen, eine gute Zeit kann sein. Und das ist etwas, was mich selber, ich weiß selber auch aus meinem Team raus, dass das für das all da richtig umtreibt. Aber wie kennt ihr eigentlich dazu, dass ein Künstler an der Rockal auftritt? Das geht über verschiedene Möglichkeiten. Künstler gehen ja oft am Live-Bereich vertreten durch Agenten. Und das kann dann mal entweder sein, dass der Agent oder der Künstler auf uns zukommt. Das kann aber auch sein, dass wir auf ihn zugehen. Also kann ich schwätzen, mal denke, ob es nicht sinnig wäre, dass wir das probieren zu diskutieren. Das ist relationell. Und das ist relationell, den ihn aufbaut zwischen uns an unserem Team an dem Artist, respektive dem Artist im Team. Und aus der Relation raus entsteht dann die Diskussion von, soll man nicht mal probieren, etwas zu machen. Auf welchen Projekten stehen in Zukunft bei der Rockal an? Wir sind am Gangen intensiv daran zu schaffen, für das Gebäude ein bisschen weiterhin auf die Liste zu holen. Was können wir verbessern, was können wir modernisieren, wie können wir als Brett machen für die nächsten 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre. Wir haben von einer Reihe Jahren, nämlich 2018 bis 2019, haben wir den Bar am Foyer neu gebaut. Wir haben über die Pandemie zusammen mit von Belval als einen Balkon, einen kleinen Saal können bauen. Und das ist vor kurzem haben wir den Rockercafé neu abgemacht, renoviert, neu abgemacht. Wir haben Transformationen und Arbeiten, die dort nächstes Jahr noch entstehen, am ersten Stock, am Foyer.
wo wir einen Premium-Bereich für den Grand Public bauen, ein Projekt für einen Balkon am Große Salz zu bauen, also das hält am Anfang nicht ab. Das Denkweise geht wirklich in die Richtung Experience immer verbessern, auch am Vorausdenken par rapport zu Besoin, die als Publikum wird mir auch mal an wer tun wirklich zu antizipieren und dabei an die Richtung Brett zu kriegen. Also das ist mega spannend. Ich freue mich, ob das was nach könnt, weil es sind eine ganze Reihe flott große Projekte, die vor dir stehen.